Es ist mitten in der Nacht und Ottilia schleicht heimlich in den Schweinestall. Sie will unbedingt den Amund wieder sehen. Amund? Amund? Herzogstochter? Amund! Ich bin mir nicht sicher, Ob ich zurückkomme? Es tut mir leid, dass es so lange gegangen ist. Was ist das? Komm mit, ich zeig's dir. Schau, du Ahne. In einem Keg stehen merkwürdige rosarote Vögel auf langen Stelzenbeinen. Sie sind heute am Morgen gekommen. Sie sollen beim Bankett serviert werden. Flamencos. Flamingos? Flamingos? Heißen die so? Ja, aber ich habe sie noch nie in Wirklichkeit gesehen. Ich habe nur von ihnen gelesen, im Emilius Maximus im Bestiarium. Was ist das? Ein Buch. Der Emilius Maximus hat es geschrieben. Es handelt von Tieren und Ungeheuer, Monster und Bestien. Ein Bestiarium eben. Das Bestiarium? Ja, es erzählt von unglaublichen Wesen. Von Kopflosen zum Beispiel. Die haben das Gesicht auf dem Bauch. Das Gesicht auf dem Bauch? Ja, die haben keinen Kopf. Darum ist ihr Gesicht eben auf dem Bauch. Und was gibt's sonst noch? Der Bischofsfisch zum Beispiel. Er ist riesig und schleimig und lebt in einem dunklen, tiefen See. Und der Basilisk. Wenn dich den anschaut, stirbst du sofort. Und der Hunderis Reprebus. Und Schattenfüßler. Die Schattenfüßler? Die haben nur einen grossen Fuß. Aber ich habe die alle selber auch noch nie gesehen. Ich habe nur von ihnen gelesen. Ich bringe das Buch das nächste Mal, wenn ich komme, mit. Aber ich kann nicht lesen. Ich bringe es dabei. Ich glaube, ich bin zu dumm dafür. Quatsch, sicher nicht. Aber mein Kopf ist immer so langsam. Das ist nur, weil du immer Hunger hast. Da, ein Äpfel. Danke vielmals. Aber wenn das jemand sieht, sie würde sagen, ich hätte ihn gestohlen und mich rauswerfen. Und in der Stadt würde ich garantiert verhungern. Gibt es viele Leute in der Stadt, die Hunger haben? Ja, schon. Jeden Morgen kommen Butler zum Schlosstor. Manchmal gehen die Angestellten in rasten, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen. Der Bankettmeister von Schleim hat es verboten. Ottilia! Oh nein! Ottilia! Der Banketmeister von Schleim. Also nein, was soll das? Ein dreckiger Säulibub. Wie kannst du es nur wagen, mit der Tochter vom Herzog zu reden? Ich bin schuld. Ich habe Flamingos gesehen und... Du mickriger kleiner Wurm. Der Bankettmeister von Schleim packt den Amund grob an den Haar und schüttelt ihn. Nein! Aua! Lassen Sie ihn los! 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 Au! Wenn's mir passt! Der Amund zappelt hilflos im Bankettmeister seiner Hand. Aua! Du dreckige kleine Ratte! Lassen Sie ihn sofort los! Das ist ein Befehl! Ein Befehl! Ohne nachzudenken bohrt der Amund seine Fingernägel am Bankettmeister von Schleim mit die Hand. Du hast mich gräblet! Entschuldigung! Du hast mich gräblet! Entschuldigung! Meine Hand! Und da meine Silberschuhe! Und da meine Seidenstrümpfe! Entschuldigung! Meine goldige Hose! Da Schlamm! Überall Schlamm! Schlamm, 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 Schlamm! Gnädiger Herr! Das wirst du bereuen. Und du, Herzogstochter, du kommst mit mir. Lassen Sie mich los! Nicht da. Du kommst mit. Der Bankettmeister von Schleim packt Ottilia und schleift sie mit sich davon. Hör auf, so blöd zu tun. Es war nicht sein Fehler. Bist endlich ruhig. Ich habe keine Zeit für so eine Sache. Heute Morgen sind sämtliche Tintenfische abgehauen. Und die Brieftube, die das Rezept für die Flamingo-Leberpastete hat liefern sollen, ist offensichtlich abgestürzt. Und dann muss ich zu allem angehören, dass die jüngste Tochter vom gnädigen Herzog mitten in der Nacht im Schweinestall umschleicht und sich mit Bediensteten abgibt. Wir können uns keinen Skandal leisten, so kurz vor dem Bankett. Aber... Nein, kein Aber. Das Bankett muss absolut perfekt werden, sonst kostet mir das einen armen Kopf. Ist das klar? Ob das klar ist? Ja, klar. Mann, knallt's! Im Ostteil vom Schloss steht der Herzog Nickbert in seinem Schlafzimmer vor dem Spiegel. Erster Tag von meinem abscheulichen Brüder sein Bankett.
Alle Hündli schauen dem Herzog Nickbert beim Anlegen zu. Und, Brösmeli? Wie sehe ich aus? Sein Lieblingsmops Brösmeli geifert beeindruckt. Danke, Brösmeli. Schlichte Eleganz ist genau, was ich wollte erreichen. Und jetzt kommt noch das Pünktchen auf dem I. So, Deli. Und noch ein bisschen Leim unter die Nase. So. Und schon hebt der falsche Schnauz. Jetzt muss ich mir gerade mal im Spiegel anschauen. Ah, so gut. Ich kenne mich ja selber Nummer. Aber Brösmeli, musst doch keine Angst haben. Ich bin's doch, der Papi. Aber Sappeli Popek, ich habe ja noch gern keinen falschen Namen. Mal überlegen. Graf Telegraf, Graf Mittagsschlaf, Graf Hausaufgabe, Graf nicht so brav, Graf Härtistraf. Nein, jetzt hab ich's. Graf Wolf im Schaf. Der Herzog Nickbert streicht sich zufrieden über den Schnauz. Guten Abend. Graf Wolf im Schaf ist mein Name. Und zufällig bin ich im Besitz von einem Rezept fürs Bousseau Blamage. Wunderbar. Ich bin parat, das Schauspiel kann anfangen. Morgen legen wir alle drin.